Ich bin Erik Loth, ich bin 30 Jahre alt. Ich spiele seit 23 Jahren Ping-Pong. Das ist eine Reise, die ich gemacht habe. Von einem perfektionistischen, selbstkritischen Mensch zu einem, ich hoffe, man offenen und expressiven Mensch, der 100% so lebt, wie er leben will. Die erste Kehr einen nationalen Titel habe ich gewonnen, eigentlich mit 12 oder 13. Dann noch lange nicht. Hat bald nicht mehr gedacht, dass ich noch keine Nationalkipp gespielt bei den Herren mehr. Das ist alles anders gekommen. Und es sind Elitesportler gehen bei der Armee. Ich habe Weltmeisterschaften gespielt, Europameisterschaften, Olympiaqualifikationen. Für mich war das immer mein Hobby. Ich habe nie davon geträumt, Profi zu gehen. Meine ganze Familie hat nicht Ping-Pong gespielt, ich bin an den Sport dran gerutscht, eben durch das App. Ich habe einfach nicht mehr gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Alle Profisportler müssen zu einem gewissen Maß ein bisschen wahnsinnig sein, ein bisschen perfektionistisch, ein bisschen probieren, der Besten zu sein und ein bisschen größer wahnsinnig mehr. Mich hat am Anfang eben so bald zerstört, weil ich eben immer nicht mehr mehr gezweifelt habe und war nie gut genau. Und der Sport hat mich gelehrt, zu sagen, okay, Heinz, du musst verlieren, für besser zu gehen. Heinz, du kannst du nicht der Beste sein. Und in dem Sinne hat mich auch gelehrt, eben mit Enttäuschungen umzugehen und mehr offen zu sein, für irgendwie aus schlechten Situationen positive Sachen rauszuziehen. Es ist ja recht, mit einem späten Coming-out, mit 20, kann ich meine Identität finden. Weil durch meine ganz 20 Jahre hat das gedauert, bis ich da am Stand war, für zu sagen, okay, ich bin ein schwuler Mann und who cares? Am Anfang habe ich nie gemeint, ich müsste eine Rolle spielen oder eine Visibilität anholen. Aber weil ich mehr und mehr an eine Szene gekommen bin und gemerkt habe, wie viel Hass und Homophobie und einfach nicht mehr, ich weiß nicht, schlechttätige Menschen noch immer da ist und wenn Vorurteile herrschen. Und ich gedacht, ich kann nicht mehr nachgucken. Das wäre nicht mehr gerecht, wenn ich will in einer Welt machen. Und nur wenn meine Plattform klein ist und keine Millionen Verlag erreicht, bin ich irgendwo schuldig. Meine Jugendlichen, die kein Hart für aufzugucken, den kein Schulsportler hat, dass ich wenigstens auf der Plattform, wo ich bin, antreten und visibel sind.